Hallihallöle, ich bin's, euer Blasingenieur. Und da guckt, da haben wir mal Willionator 20 mal 20. Wobei, es ist eher Plus. Also, es sind 20 und 20. Also, eure Räume 20 und nochmal eine Räume 20. Das war immer so, dass es ein Ober- und ein Unter schießt. Also, das ist quasi so mein Thompson. Und ich hätte jetzt, also, wir haben ja auf To-Do-Liste gesetzt, dass man das einmal umlackiert. Ja, ich werde es in dem Zuge auch putzen. Und ich werde jetzt mal gucken, weil ich glaube, also das Grüne und das Orange beißt sich einfach. Irgendwie, das gefällt mir in Kombination nicht. Also, und das Einfachste wird sein, wir sprühen das Grüne um. Und ich hab da noch was in meinem Fundus gefunden. Hab da so eine Airbrush-Pistole. Die habe ich mir vor Jahren mal gekauft. Das ist, ja, hat man halt mal probiert. Und jetzt finden wir mal zusammen raus, ob die zum einen noch Gott oder ob ich das kann. Und dann basteln wir das. Aber zuerst zerlegen wir das. Ah, scheiße, das ist auch grün. Das ist nicht ganz so ideal, da kriegt man. Oh, warum machen die das grün? Wie kriege ich das da zerlegt? Schau mal da. Kriege ich das raus? Das muss ja irgendwie reinkommen sein. So. Weil, oh. Puh, was war die Schraube? Ist gut. Wo ist da die Schnittstelle? Warum machen die das grün? Das versaut mir mein ganzer Plan schon am Anfang. Wobei, ich meine, zur Not klebt man es einfach ab. Und dann wird's halt. Das ist halt, ja, nicht ganz so ideal, weil puh, was war die Schraube jetzt gut? Der Herr Ingenieur ist verwirrt. Ist das... Uiuiuiui. Mal weg damit. Also, was ist das? Wisst ihr was? Oh, wieder nein. Das klebt mal ab. Versuche das so. Wenn es denn überhaupt Gott. Und wenn das mit dem Airbrush nicht Gott, muss ich Farbe organisieren. Dann. Aber das finden wir jetzt zusammen raus. Und finden wir raus, ob der Ingenieur das kann. So. Der jetzt sage, ich zerleg das mal im Schnelldurchlauf. Danach schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ja, ich hab euch drin überlegt, ob ich das nicht einfach alles abkleben soll, aber ich hab gedacht, was für eine Gelegenheit, mal in das Bläschchen reinzugucken. Zu gucken, was das wie so macht. Was ist das gut? Ach, das ist der Schlammfeier. Slamfire. Okay. Das heißt, wir müssen das stellt sicher, oder dass die Trommel drin ist. Muss ich das gucken, dass man so wenig wie möglich zerlegt. Aber so viel wie nötig halt. Das kann sein, dass man
das Zusammenbauvideo erst nächstes Jahr machen. Aber wichtig, das Bild. Ich habe da auch noch den Griff, der ist ja einfach weggegangen. Den habe ich gleich wieder zusammengeschraubt, dass die Schrauben aufgeräumt sind. Das andere auch wieder zusammengeschraubt. Das, die Fädel bei so Triggerle, die Schraube wieder rein, weil das ist ein besonderer. Ich hätte jetzt nämlich sonst, wenn man alles ausbauen, was man noch nicht braucht. Das dürfte aber, dann dürfte, ach, das ist auch noch. Heieieiei. Brauche ich eine flache Schraubenzieherle. Das haben die da auch noch eingehakt. So, das brauchen wir weg. Das darf man auch ruhig ein bisschen Farbe abkriegen. Das Fädel ruft uns nicht raus, das können wir da lassen. Das können wir rausnehmen. Das können wir rausnehmen. Ja. Ach so, rum kann das nicht. Jetzt verstehe ich den Sinn von der Feder. Das ist dann das da wieder. Okay. Das heißt, die braucht dringend das Video. Den Doll der Hammer sieht man noch nimmer. Das können wir rausnehmen. Auf Seite. Das können wir auch rausnehmen. So. Okay. Ja. Wisst ihr was? Jetzt ist draußen. Ja. Es wird nächstes Jahr ein Video, das zusammenzubauen. Das machen wir. Aber erst nächstes Jahr. Der ist irgendwie. Ich muss nämlich da. Muss man nämlich das gemütlich angucken, wo die ganze Teil wieder hingehört. So. Jetzt muss ich mich da auch nicht so anstrengen. Die Raschnose halt. Also Schraube und Raschnose, ich komme ein bisschen verarscht vor. Stehst auf der anderen Seite genau dieselbe Geschichte. Hoppala. Es regnet Schraube. So, wir packen das mal weg, weil das lasse ich noch ganz gemütlich in Boxen verschwinden. So, nächster Schnitt. Das haben wir aus der Sicht. Das ist, ich bin da kein Profi, das ist das erste Lackierprojekt, das man macht. Also wenn ihr sehr wollt, wie Gott, wartet bis ich in ein paar Jahre Tutorial macht. Lasst ein Abo da, dann kriegt das mit.
Das Lackieren machen wir noch schnell durchlauf, das ist klar, weil mit Maske schwätzt sich so schlecht. Also die Dinger durften wir auf jeden Fall halbwegs leicht rauskriegen. Das wollte ich eigentlich hauptsächlich erreichen. Boah, das Zeug müssen wir sauber putzen, weil ich habe jetzt schon so viel Schmutz nachgebracht. Eieiei. Hab aber eher gehofft, dass das habe ich, dass die. Okay. So. Das braucht man nicht. Da fahren wir vielleicht mit dem Edding ein bisschen über die Schrift oder so nachher, bevor man es wieder einbaut. Das entscheide ich. Dass man da vielleicht auch ein bisschen, ja, so Designelemente hat. Haufen Schreibler. Die scheinen alle die gleiche Länge zu haben, bis auf das eine ganz vorne. Das da vorne an dem Korn. Das habe ich ja separat gelagert. So. Haufen weiße Schreibler und Zeugs. Eieieiei. Voll Profi hier am Werk. Ja. So, das ist das, was wir noch haben wollen. Und ich jetzt sage, ich sorge da mal die Zwischenlager irgendwo die Darts. Ich schaue mal, dass ich die Schraube wegräume. Und dann mache ich das da im Schnelldurchlauf voll auf. Bis gleich. So, da vorne, Darts sind leer. Das ist entfernt. Sehe gerade, das habe ich noch vergessen. Ein bisschen in der Reihe entfernt. Geraschel, aber in die Box. Der Tisch ist auch schon leer. Oder, ja, davon habt ihr nichts mitgekriegt, aber ich habe die Schraube sauber in eine Tüte, in eine Guck, nein. Eine Tüte. Oder ein Guck, je nachdem. Warum auch immer das Guck heißt. So. Der Sau. Ab in die Ablage. Bin immer gespannt, ob wir das noch zusammenkriegen. Aber das erfahren wir nächstes Jahr. Das Jahr habe ich mir nur vorgenommen, das gut aussehen zu lassen. Und das lackieren wir dann. Dann lassen wir das trocknen. Mache jetzt noch ein paar Worte zum Schluss. Und dann machen wir nächstes Jahr Video zum Zusammenbauen, würde ich sagen. So, das machen wir in irgendeiner Farbe. Und das machen wir in derselben Farbe wie das irgendwie in irgendeiner Farbe. Dann wird das, ich tendiere noch zu grau, schwarz. Warte mal gucken, ob ich das da habe. Und da. Ja, ich glaube, irgendwie grau haben wir da. Das kriegen wir schon hin. Na, gucken wir mal. Ich jetzt sage, ich hole mal Lumpe, Spiritus, putze das. Aber das mache ich schnell durchlauf. Das braucht ihr nicht und dann kleben wir das gleich ab. Und dann testen wir. Das machen wir alles im Schnelldurchlauf. Und dann so erste Versuche. Schwätzen wir kurz. Und dann geht's weiter. Bis gleich.
So, ist alles aufgebaut und testet. Was halbe. Also, ist jetzt. Ja. Aber was wollte ich denn sagen? Das habe ich jetzt abputzt. Jetzt machen wir da auch noch. Ach, das hätte ich vielleicht noch putzen sollen. Ja, das machen wir noch auf Schnelle. Da trifft der Spiritus rein. Und das Airbrush-Ding ist gerade auch noch. Und dann mischen wir ein bisschen Farbe an, weil wir brauchen da wahrscheinlich ein bisschen was. Da wird mehr, wenn wir mehr brauchen, wenn das Kessel hineingeht. So, das ein bisschen ausputzen. Ja, ich habe das mal, bevor ich da noch der Blasingenieur angefangen habe, habe ich gedacht, ich will das mal lernen. Da ist mir das eingefallen. Das ist die ideale Gelegenheit, um das mal zu testen. So. Ich weiß nicht, ob das für euch auch so witzig klingt, aber ich finde es witzig. So, dann haben wir da ein bisschen Tröpfchen schwarz. Oh, das sieht nicht mehr ganz so gut aus. Ja, das ist ein paar Tage alt. Oh, ich glaube, das ist ein bisschen Silber. Wir mischen da einfach mal gescheit Farbe an. Das auch für das Ganze langt, dass man nicht irgendwo zwischendrin eine andere Farbe braucht. So. Noch ein bisschen Silber. Es ist keine präzise Wissenschaft hier. So, noch Tröpfchen rot und ein bisschen gelb. Nein, da. Dass wir vielleicht ein bisschen Repräsentation von dem Orange haben. So, wenn man ganz genau hinguckt oder so. Ein bisschen verdünnern. Ich glaube, wir hauen noch eine ganze Portion Schwarz rein. So, da soll mal durchschwenken. Ja, sieht schwarz aus. Ich glaube, wir brauchen noch mehr. So, das sagt mir so mein Bauchgefühl. Jetzt gucken wir, ob das geht. Oh, Trefflich Silber. Ein bisschen mehr ins Rötliche. Oder ein bisschen mehr ins Orange. Und ein bisschen. Seht, hochpräzise Wissenschaft hier. Was haben wir da? Druckluftdingerle. Kessel auf. Jetzt einmal Kessel laden. Oh! Ja. Ja. Das stand so nicht auf dem Plan. Deswegen haben wir noch das Zebra da. Das Pinpette wäre da, glaube ich, angebrachter. Aber ja. Ich mache die Fehler, damit ihr sie nicht machen müsst. Das ist jetzt meine Ausrede dafür. Naja, wie gesagt, am Anfang des Videos. Ich habe noch keine Ahnung, also wenn es euch darum geht, wie man das richtig macht, dann bin ich nicht euer Kanal. Wenn ihr bis jetzt nur im Video dabei seid, dann habt ihr das auch wahrscheinlich nicht erwartet. So, Druckluft. Eieiei. Das heißt, in die Richtung wird mehr Druck, in die Richtung weniger Druck. Okay, das ist wenig.
Okay. Es sieht auf jeden Fall schon mal besser aus. Ich meine, der vordere Teil, das ist gut zu probieren. Weil der wird noch überdeckt. Wenn ich dir jetzt sage, ich setze mir Maske auf. Da machen wir noch Zettel drunter. Maskiert das da. Ne? Also da kommt jetzt halt Papier drumherum und ein bisschen Zebra und ein bisschen Klebeband. Und dann mache ich das im Schnelldurchlauf. Dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. Ja, irgendwie mag das jetzt gerade nicht mehr. Das ist dann, zeig das euch mal kurz. Das ist irgendwie, muss ich das glauben, das nach der Zeit verstopft ist dann irgendwie. Weil das erste Teil ist schon recht gut geworden und der Teil wird jetzt halt irgendwie nicht so. Weil ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, da ist die Düse verstopft. Das heißt, leere jetzt die Farbe wieder zurück. Und ich jetzt sage, ich reinige das mal. Und dann machen wir weiter. Ja. Dann bis gleich. So, jetzt dürfte es sauber sein. Ein bisschen Spiritus rein da und den ein bisschen, ein bisschen zu viel erwischt. Das habt ihr zum Schluss vielleicht gesehen. Und dann müssen wir jetzt noch mal gucken, dass wir das ein bisschen nochmal abputzen. Da haben wir das, was wir da ein bisschen versaut haben. Oder das, was halt nicht so gut gelaufen ist, jetzt da noch. So. Dann können wir wieder Farbe rein tun und weitermachen. Das machen wir im Schnelldurchlauf. Ich glaube, das andere Teil, das lasse ich ja so, das sieht schon ganz cool aus. Vielleicht kann ich noch zweites Mal drüber, das weiß ich noch nicht. Ich schau mal. Bis gleich dann.
So, Freunde der Blaster Kunst. Es hat jetzt irgendwie, ja, man muss die Düse wohl da vorne, also den Teil öfters reinigen, das verklebt so schnell. Und dann geht's nicht mehr so richtig. Und ich hätte es zuerst das oben machen sollen, im zusammengebauten Zustand. Oh, das ist schon fast trocken. Das ist ja cool. Jetzt probieren wir noch mal was. Das machen wir zusammen. Da habe ich so einen Lackstift. Gucken wir mal, wie das aussieht. Das ist da auch noch ein bisschen. Ja. Die sieht nicht arg noch was aus. Gut, der ist auch noch nicht so richtig. Heieiei. Es gibt so einen Tag. Da kennt man fast meinen. Es läuft nicht. Das. Ja. Ich weiß nicht, ob man das so schnell wiederholt, das Experiment. Oh Gott, der ist nicht. Jetzt alle. Ja, das. Muss man im Bildschirm gucken, aber das sieht man fast gar nicht. Also nicht, dass die Mühe wert ist. Oh, jetzt kommt er ein bisschen stärker. Ja, ein bisschen. Ah ja, das ist nicht so entspannend, wie ich gehofft habe von der Malerei. Sie muss ich mal gucken. Gut, wahrscheinlich ist die Farbe jetzt auch ein bisschen alt, das hat auch nicht geholfen. Und wahrscheinlich hätte ich auch ein bisschen mehr Verdünner gleich von Anfang an rein. Da verklebt es nicht ganz so. Ab. Das wäre natürlich cool, wenn die Buchstaben noch ein bisschen erhabener wären. Also Fehler wäre nicht passiert. So. Gleich weniger. Oder gleich ein bisschen mehr. Bei. Könnt ihr da was aus dem 3D-Drucker rauslassen. Und ihr werdet euch wundern, bei dem Blaster bleibt der Frontgriff erhalten. Weil der passt nämlich so schwer zu dem Blaster. Weil sonst bin ich kein so Fan von Griffe, also so horizontale, vertikale Griffe. Ich mag lieber, dass es dann recht flach ist. Aber bei dem Blaster sieht es cool aus. Das sieht halt aus wie Thompson. Ja. Und dann haben wir dazu einen Blaster auch gemacht. Bin ich mir überlegen, ob man denn. Ui, nee. Das sah vorher besser aus. Das löst es fast wieder. Da wirkt es überhaupt nicht. So, und. Oh Gott, schon spät. Oh, für euch sieht sogar cool aus wie in echt. Also zumindest was der Bildschirm so sagt. Da noch. Ah, das können wir machen. Da, Details. Das ist. Dass das nicht gar so langweilig aussieht. Mann. Ja, ich glaube, wenn ich es ganz schwarz haben hätte wollen, dann wäre Spraydose einfach geschickter gewesen. Also, das war schon auch eine Entscheidung, weil das sah dann schon cool aus.
Außerdem wären wir dann noch nächstes Jahr noch da gewesen. Und das, weil das ja nicht mehr fertig wurde, da ist Airbrush einfach nicht dafür gedacht. Oh, das kommt. Das ist faszinierend, das ist jetzt schon trocken. Das heißt, wir könnten das eigentlich auf jeden Fall hemdsärmelig zusammenbauen. Und dann morgen zum Neujahrs, zur Endjahresansprache hätte ich jetzt gesagt, aber nicht zum Jahresabschlussgespräch. So rum, ja, jetzt wird der Schuh draus. Ja. Das sieht schon. Ah, da kommt noch das Orange drüber. Da sieht man das nicht mehr. Weil da könnte man jetzt das zusammenbauen, die Innerei noch rauslassen. Dafür habe ich ganz einfach das ja keinen Kopf mehr. Das Jahr ist noch recht kurz. Nur noch recht kurz. So rum. Morgen ist es, also nächstes Jahr wieder. Anfang nächstes Jahr ist es auch wieder ganz lang. So, da dauert noch pünktlich. Da auch noch. Und dann lasse ich das nachher nochmal ein bisschen trocknen zwischen dem Schnitt. Dann machen wir das Schnelldurchlauf wieder zusammen. Vielleicht finde ich auch gleich raus, wo alles nachgehört. Und wenn nicht, nächstes Jahr ist auch noch ein Jahr. Braucht der Blausteingenieur auch noch Geschäft. Ist doch völlig klar. Wollen wir die bauen? Wird es viel. Das ist so Bronze-Ding. Sieht jetzt auf jeden Fall erwachsener aus, der Blaster. Mann, das Grün sieht halt so schon echt heftig aus. Das ist halt schon echt was. Ja, das wird noch verdeckt. Das passt dann schon. Das ist, ich glaube, das war die Mühe dann schon wert. Aber das. Ah. Das finde ich spannender wie das. Das Airbrush, ich hab's noch nicht ganz drauf, wenn man das einstellt. Und vor allem, dass es ständig verstopft. Das verdirbt irgendwie der Flow, wie man so sagt. So, und jetzt haben wir geschwind den wilden Schnitt nochmal. Das macht aus dem Hobby dann Arbeit, wollte ich sagen, weil das verdirbt der Flow. Und da hat die Kamera aber gemeint, sie weiß es besser und muss mich unterbrechen. Also ich sag's euch, die Technik. So langsam. Warum denkt es, das Voice besser, wenn es Pause zu machen hat oder dann ein Update zu machen hat oder groß dann? Da. Wo haben wir beim Airbrush-Dingens? Habe ich gerade so schönes Gespräch gehabt. Wenn die da ein bisschen
schönen Redefluss und dann sehe ich irgendwann mal Bildschirm weiß. Das will Update machen. Ah, das ist nicht so gut, wenn das da einfach. Vor allem dann stoppt das die Aufzeichnung. Das gefällt mir nicht. Ich gucke halt auch nicht immer auf den Bildschirm. Fokussiere mich da auf das, was ich mache und ein bisschen nebenher babble. Ach, Schwätze. Dass ihr ein bisschen Fortschritt seht und ein bisschen Entertain seid. Ja, so mit der Akzente kommt das ganz gut dann. Haben wir noch irgendwas? Oh, ich glaube, wenn wir schon dabei sind. Es kann sein, dass ich das Orange noch montiere. Und sag, wir machen da einen zweiten Teil. Das kann dann sein. So langsam gefällt's mir. So passt's. Oder mir lackiere das Orange irgendwann mal schwarz. Aber das mache ich dann mit der Spraydose. Ah, die Kombination kommt gut, oder? Es ist immer Frage zu stellen. Hat er gar keine Chance zu antworten. Also klar, noch in die Kommentare. Aber jetzt, während ich da das mache, könnt ihr euch und in den Kommentaren, da habe ich es ja dann schon gemacht. Wobei, wäre ja nicht so, dass man sowas nicht nochmal kaufen könnt, wenn ihr da gute Ideen habt und ich mir denke, ach, das klingt spannend, das könnt man probieren. So, volle Konzentration. Oh, da die ganze Zeit morgens nicht und jetzt können wir das irgendwie nutzen. Eine Teilekiste. Ach, ich hab's doch alles schon noch gekriegt gehabt. Das da einfach durchzieht. Wie sieht das dann aus? Oh. Okay. Können wir Stempel machen. Oh, ja, so nett. Fliege auf die andere Seite. Ah! Das wäre mir jetzt recht, wenn das. Okay, das mag ich einfach nicht. Dann bleibst du halt auf der Seite liegen. So. Sonst noch Teil. Da ist noch Schreible. Das ist wahrscheinlich nicht das cleverste im Griff, was anzumalen, aber das ist mehr für die Show. Da noch
Der ist da. Aber Schreible, dass das alles ein bisschen zusammenpasst. Ich bin echt gespannt, wie das aussieht, wenn man es zusammenbaut. Weil das können wir mal. Was machen wir da an? Das Z. Und für die Symmetrie das Z auch. Das ist wahrscheinlich, hätte ich das einmal alkoholisieren sollen, mit Spiritus abreiben, so in etwa. So, da die Hand mit der anderen Hand abstütze, das geht recht gut. Da den Griff. Ah, da ist ein Schreible. Oder, ja, nicht wirklich, aber so angedeutetes Dingerle. Da ist ein Kringerle. Da ist ein Dreieck. So. Und da ist nochmal ein Kringerle. Oder richtig Schreible. Eieieiei. Oh, so langsam wird spät. Nein. Es ist handgemacht. Sei irgendwann mal werde ich ein Plasterkünstler. Aber heute noch nicht. Heute noch nicht. Aber wenn irgendwann mal die viele Bestellungen oder Wünsche eingeht, was für Plaster dann gerne hättet, kann man zurückblicken und sehen, so hat das also alles angefangen. Wobei, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie das nachher zusammengebaut aussieht. Dann können wir beurteilen. Bevor ich da jetzt schon mich selber schlecht rede. Mal gucken. Eieiei. So. Und wie lagere ich das jetzt? So. So rum. Ach, das hebt tatsächlich. So. Dann haben wir da eigentlich nur noch Krust. Nein, den Trigger machen wir nicht an. Da wird es mir dann doch zu bunt. Und das jetzt. Das geht sogar recht gut. Das ist so, noch ein bisschen.
Ja, so geht's dann halt wieder nimmer. Das muss dann ziemlich flach sein. Dann geht's ziemlich gut. Okay. Schon spät. Mal gucken, dass mir das Zeug auf den Tisch durchsucht. Ja, hab's befürchtet. So, dann bleibt's halt so. Das ist auch recht. Und dann haben wir das andere auch noch so. Ja. Legen wir jetzt trotzdem ein C-Watt runter. Sonst sieht mit. Sonst seht ihr alle die Folge von dem Versuch nächstes Jahr noch. Das ist eigentlich so gegangen. Das sieht richtig gut aus. Soll man das ja so lassen, oder? Ach komm. Symmetrie. Symmetrie. Könntet ihr dann, wenn wir lustig sind, das noch schwarzer machen oder die Schrift. Das passt dann auch. So, oder? Wird besser mit dem Zeugs machen und nebenher babbeln, glaube ich. Wobei, das lasse ich euch beurteilen. Wenn das Video noch keiner anschaut, dann könnt ihr es auch sein lassen, hätte es auch sein lassen können. Aber ja. Das ist okay. So, da muss noch ein bisschen was. Nein, das sieht ein bisschen zu. So, das passt. So, so. Haben wir den Frontgriff noch. Wo habe ich den hinpackt? Habe ich. Eieieiei. Eieieiei. Ja, sage mal. Verschlampert der schon Zeugs? Ich hätte sagen, ich mache mal einen taktischen Schnitt. Such den Frontgriff. Ja, wenn man die Sache nicht dorthin packt, wo sie hingehört. Ja, das habe ich einfach gedankenlos vorher irgendwo weggeräumt und dann habe ich erst die Kiste für das Blasterle angefangen. Die natürlich dort draufgestellt, wo das Ding drin war, da habe ich es nicht gesehen. Aber ja, das Haus verliert nichts, so wie es heißt. Das ist da.
das wird nicht lang halten. Das ist egal. Das ist, dass es fürs Ende vom Video noch schön aussieht. So. Das hätte ich glaube auch am Schnelldurchlauf machen sollen, alles die Bemalerei, aber ich sage, schreibt mir in die Kommentare, aber die Leute, die das sowas nicht sehen wollen, die sind schon längst weg. Neue Formate beim Blaster-Ingenieur. So in etwa. So, das. Haben wir da. Bei dem noch ein bisschen was aufmalen. Das. Aber für euch sieht das heftig aus wie für mich. Weil ich sehe da in dem Licht fast keinen Farbunterschied, aber wenn ich im Bildschirm gucke. Ei. Ei. Ja, so langsam wird ein bisschen zittrig. Und sei bloß vorsichtig. Sei bloß vorsichtig. Okay, den Teil sieht man noch nicht. So. Oh, ihr seht, dass es ein bisschen glitzert. Hoffe ich doch. Dann war es die Mühe wert. Da auch noch ein bisschen. Das Ibra ein bisschen Glitzer-Edding dran ist. Ich meine, wenn mir das Orange nicht gefällt, dann kaufen wir irgendwann mal schwarze Spraydose. Dann lackieren wir das, aber erst im Sommer. Es glitzert. So, die Gegenseite noch. Das ist das erste Mal putzen. Ja. Aber ich denke, das ist auch wichtig beim Blaster Tuning, dass nachher die Optik passt. Meine, für die, die schon länger dabei sind, guckt euch mal an, was ich mit meinem Streif gemacht habe. Da ist dann zum Schluss bloß das Gehäuse original gewesen. Alle anderen Teile habe ich entweder auf Thingiverse nachgedruckt oder selber entworfen. Oder alles orange ersetzt.
Und das könnte man hier auch machen. Aber dort hätte ich das halt einfach einmal schwarz lackieren oder in der entsprechenden Farbe dann halt. Es glitzert. So. Ich glaube, ich lasse das jetzt einfach mal eine Zeit lang liegen. Dann bauen wir das wieder zusammen. Entweder ich kriege das mit in der Reihe hin oder ich muss das Video hier nochmal ruhig anschauen. Dann machen wir das nächstes Jahr. Das seht ihr dann im Schnelldurchlauf. Bis gleich. Oh, da rasselt gerade irgendwas innen drin. Ich habe da schlimme Befürchtungen. Weil ich jetzt sage, laden mal. Aber es sieht gut aus. Gell? Das ladet mal das Magazin wieder ein bisschen. Ich zeige euch gleich, was ich meine. Ich lasse euch hören, bevor man den jetzt weiter zusammenbaut. Da rasselt irgendwas. Stör. Lass das Blasterlied. Ja, da passt irgendwas nicht. Sieht gut aus, aber es funktioniert halt nicht. Scheißerle. Das ist aber auch echt schwer, das Ding zusammenzukriegen. Und vor allem der Lack, der geht ganz leicht wieder weg. Irgendwas raselt dahinter. Ah komm. Wir machen es, dass es fertig ist. Ich will jetzt doch kurz mal das Video draus machen. Oder einen Versuch geht man noch. So, sagen wir so. Und wenn es dann nicht klappt, dann machen wir ein zweites Video. Bis gleich. Jetzt hätte ich sagen, testen wir es mal kurz. Okay, war das nicht geladen? Irgendwas passt da nicht. Da habe ich das. Also da war. Okay. Nee, irgendwas passt da nicht. Nee, das muss schon nach vorne. Das alles. Oi. Oh, das Fädel, das wird nicht so sein. Das müssen wir doch noch mal ändern. Oi, 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 oi. Sagst du, so langsam wird die Schraube da noch rund. Aber ja, hilft nichts. Bis gleich.
So, ich habe das jetzt gerade mal schneller drauf getestet. Das testen wir jetzt nochmal. Also da hat die Schraube gefehlt, deswegen hat sich das gelöst. Das ist das vorne. Ach, der Trigger ist eingerastet, deswegen. Okay, das heißt, Slamfire funktioniert. Der sage, wenn bloß das Schreible gefehlt hat. Das Federle habe ich jetzt halt vertrickt. Das müssen wir jetzt andersrum montieren. Aber das noch Gott. Ich würde sagen, ich riskiere es. Ich baue es zusammen. In der Hoffnung, dass dann Gott. Und dann machen wir noch ein bisschen Schusstest. Freuen uns unseres Lebens. Dann bis gleich. So, dahinter fällt jetzt halt der Schraube, weil die ist sonst kurz vorm Rund worden. So, dann haben wir eine Schulterstütze drüber. Problem erledigt. So, oder? Oh. Okay. Keine Ahnung, warum das jetzt nicht mehr Gott. Das hat doch Wochen. Okay. Jetzt habe ich einen hübschen Blaster, der halt nicht funktioniert. Oh. Dann machen wir noch ein bisschen. Guck, das verkratzt halt ruckzuck. Es ist halt ein hübsches Dekoartikel. Das langt jetzt für das Jahr. Das machen wir nochmal schön. Das seht ihr dann morgen im nächsten Video gleich wieder. Mal gucken wir. Das kann sein, dass wir das dann vielleicht nächstes Jahr reparieren. Das weiß ich noch nicht, ob ich das auf die To-Do-Liste setze. Das setze ich auf die Vielleicht-Variante. Ist da wieder irgendeine Federle rausguckt. Okay, das scheint nur ein bisschen ruppiger zu gehen als sonst. Irgendwie die Rastnase, die war trocken. Irgendwo Federle Gott, der glaubt nicht gescheit. Das ist kein Blaster, den er zerlegen wollte. Das. Wenn man sieht, ob das sich überhaupt. Ja. Das ist kein Blaster, den er zerlegen wollte. Das ist ja kein Blaster, mit dem er auch viel rumspielt. Das hätte vielleicht mal. Habe ich mit dem mal Messwerte gemacht, weiß ich gar nicht. Egal. Jetzt geht er auf jeden Fall nicht mehr so gut. Aber dafür sieht er cool aus. Das ist. Soll ich so einen Blaster nochmal modifizieren?
Also ich glaube, ich hätte es abkleben. Das wäre einfacher. Also wenn ich den nochmal lackieren tät. Hab den jetzt aufgemacht, weil ich dachte, ich will mal reingucken, aber boah, das war's nicht wert. Entspanner. Ja. Das war's nicht wert, da den Neid zu gucken. Habe ich nicht erwartet, dass es so gefummelt ist, so viel Fädel und Zeugs. Aber ja, so ist halt. Jetzt wisst ihr's. Ich hätte das Teil wegmachen und das daran, den Teil abkleben, dann den Frontgriff wegmachen. Und dann hat sich das eigentlich schon erledigt. Und die Teile kann man im Nachhinein, jetzt habe ich es so auch gemalt, also das im Nachhinein einfach machen. Ja. Das ist anstrengend, das zu modifizieren, aber ja, also da mehr Leistung rauszuholen, das Innenleben ist schon echt kompliziert bei den Blaustellen. Oder gefudelt ist, oder ich bin jetzt armiert. Also wenn ich nächstes Jahr ein bisschen zu viel Langeweile habe, oder wenn ihr das unbedingt sehen wollt, wie es repariert wird, wenn ihr sehen wollt, wie es repariert wird, schreibt in Kommentare, das wird mir freuen, wenn ihr das bis zum Ende geschaut habt. Weil, oh, ich bin jetzt schon groß und ganz zufrieden, wie es aussieht. Wenn es jetzt noch zuverlässig funktioniert hätte, wäre es natürlich cool. Aber ist ja okay so. Das hat vorher, konnte man das rumdrehen. Egal. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Kreativsein. Gucken wir nochmal, dass wir den so ein bisschen hinlegen, dass ihr den nochmal schön im Bild seht. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.